Es geht weiter, immer heiter. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, ein doch sehr, sehr geiles Spiel, immer noch. Kann man so sagen. Hui, wir steigen in die Höhe. Und hätten hier eigentlich direkt wieder... Oh, der Regen ist weg, cool. Natürlich hätten direkt die Frage, in welche Richtung wollen wir gehen, wa? Wenn wir jetzt von hier oben aus gucken, Himmelsinsel momentan noch nicht. Also ich finde es irgendwo im Mechanismus, wo ich direkt nach der Himmelsinsel komme, weil aktuell geht es eher schlecht. Ich nehme mal an, das hat mit diesen fallenden Felsen zu tun, die aus dem Himmel herunterfallen, dass wir da irgendwie wieder zurückkommen. Eigentlich könnte ich, das ist ja... Achso, warte mal. Falsch hier. Das folgt im Untergrund, das ist die Quest von Robelo. Die wir zwar theoretisch machen können, will ich aber erst später machen. Das heißt, wir gehen mal in Richtung der 4 Regionen. So ungefähr. Bin ja trotzdem noch falsch. Warte mal, Karte will ich eigentlich. Ich würde mich gerne in diese Richtung bewegen. Wenn ich ehrlich sein soll, um eben den ersten Türmen zu aktivieren, zu gucken, wo sind welche Schreine und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht auch schon mal Gebäude oder Orte angucken von früher, also von Breath of the Wild her. Zum Beispiel den Tempel der Zeit oder das Plateau, wo wir damals erwacht sind, her aus dem Schrein der Wiedererweckung auf Deutsch. Also auf Englisch heißt es Resurrection. Genau, was ich auch noch so irgendwie ein bisschen mitbekommen habe diesbezüglich ist halt eben, dass wir halt auch alte Orte gerne da aufsuchen können. Vielleicht gibt es irgendwie was Spezielles. Und was ich da mal irgendwann gerne mal machen würde, deswegen markiere ich es direkt mal. Weil ich mir, machen wir das Symbol her, komm, Stempel, jetzt ich irgendwas haben. Und zwar im Schloss Hyrule würde mich mal interessieren, ob im Thron so dieses riesige fette Loch ist, wo damals ja Ganon runtergestürzt ist und wir mit ihm. Da würde mich schon mal interessieren. Aber ja, das machen wir später. Das heißt, ich gehe jetzt in die Richtung, da sind ja auch ein paar Türme. Da ist irgendwie eine Glyph irgendwie im Wasser, mehr oder weniger. Da vorne, da ist zwar kein Turm, aber wir haben da einen Schrein. Die Türme sind ja weiter weg, vielleicht gehe ich erstmal zu dem Turm da drüben. Archipel des inneren Hyrule. Musik. Wenn man so ein Pferd hätte, wa? Da unten ist zwar Licht, aber ist auch ein Wegemäß Karte, also gehe ich da mal noch nicht hin. Und ja, eben, man könnte sich auch schon überlegen, hey, wie sieht es zum Beispiel aus mit... Moment. Mit der besseren Ausrüstung, also noch besserer, wie zum Beispiel auch irgendwie ein Hylia-Schild und so Geschichten. Die will ich mir aber tatsächlich erst für später aufsparen. Ah, du Scheiße. Nee, den Quatsch kannst du sein lassen. Ich finde es aber immer noch schön, wie die fusionierten oder synthetisierten Waffen, ich sage lieber fusionierte Waffe, länger halten. So, ein Hyrule-Pilz. Jetzt sind mal Dummster am Werke, war. Da ist jemand, der Hilfe braucht. Ich komme schon! Wenn ich eine bessere Ausdauer hätte. Ein Boxschild, nee, die brauche ich nicht. Das ist eine Gerudo-Frau. Keine Monster mehr da? Gut, die machen nichts aus Ärger. Hier ist ein Dankeschön für die Rettung. Los, nimm es an. Ausdauer Butterknolle. Dankeschön. Kalista von den Gerudo. Schön, dir zu begegnen. Jetzt soll zum Phänomen auftreten. Schöne Inseln. In der Erde haben sich neue Höhlen aufgetan für Schatzsucher. In letzter Zeit faszinieren mich die Felsen um den Himmel fallen. Man sieht sie unterwegs immer wieder einmal.
in einem dieser Träume geschah etwas Eigentümliches. Anstatt Nasts aufzählen, erhob sich dann zurück in den Himmel. Voller Schätze. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist das, was ich schon vorhin schon erwähnt habe. Nichts umkehrt. Ja. Savok, genau. Was macht ein Sonai-Wächter hier unten? Von so einer Konstrukt wie auch immer. Okay. Gucken wir später an, weil dort haben wir einen Schrein, aber auch schon mal ein paar Monster, war. Ah, okay. Da wird da irgendwelche, was soll ich sagen, Schätze drin sein, in so einer Monsterhöhle. Die werden natürlich auch alle noch ein bisschen begutachten, aber mir geht es echt erstmal darum, ein bisschen die Karte abzudecken und zu gucken, dass ich möglichst überall ein paar Teleport-Punkte habe, damit ich auch schneller vorwärts komme. Und natürlich geht es auch darum, dass ich dann schnell ein paar Herzen mehr habe. Weil bereits erwähnt, also 6 Herzen doch schon mal gerne. Guck mal, kann ich jetzt eigentlich da... Wie gehen es in den Pferdezähmen schon wieder? Ich brauche, warte mal, wenn ich richtig erinnere... Ich könnte mir auch... Jetzt aber natürlich nicht hier. Es gibt auch Gerichte, die uns leiser machen. Aber man hört es auch sehr gut, hä? Dass wir so halt relativ laut sind. Wenn wir halt leise sind, können wir uns bis zum Pferde ranschleichen. Und diese, glaube ich, sogar zählen. Also solange wir keinen Pferdestall haben, die zu registrieren, ist irgendwie doof. Das Pferdezähmen wurde uns noch nicht beigebracht. Ich meine, ich kenne sie aus Breath of the Wild, aber trotzdem. Vielleicht geht das noch gar nicht, wenn man das... Obwohl, kann man sich vorstellen. Hä? Warte mal. Auf Schloss Hyrule ist ein Schrein? Why? Oh, Mann, Link. Okay. Okay, dann halt nicht. Können die bitte mal stehen bleiben? Ja, der links ist stehen geblieben, ich möchte gerne den da haben. Entweder falsch gemacht oder ich habe noch zu wenig Ausdauer dafür. Die Fliegenviecher, die sind ja auch neu. Oben sehen noch einen Krog. Ja, es gibt viel zu tun hier. Und was andere Pferd einfach schwerer zu zähmen war. Das Problem mit den Pferden ist nämlich, und das ist das, was ich vorhin eigentlich erwähnen wollte, ich kann es damit reiten, ja, aber solange ich es noch nicht registriere, kann ich damit nicht wieder zu mir rufen oder irgendwie, eben es ist halt nicht bei mir quasi. Es ist trotzdem noch ein wildes Pferd. Braver. Die Frage ist, wenn ich das Ding jetzt hier aktiviere. Den Teleport aber automatisch. Ja, okay, ihr könnt das theoretisch erstmal deaktivieren und dann wieder zurückkommen. Gut. Weil wir mal gucken. Wenn wir zurück... Oh. Wo läufst du denn hin? Ganz ruhig. Aber wo läufst du hin? Ich will da gar nicht hin. Junge. In die Richtung. Irgendwie fühle ich mich jetzt nicht wirklich wie bei Breath of the Wild, sondern es hat ein bisschen was von Twilight Princess, wenn ich ehrlich sein soll. Warum auch immer. Ganz ruhig. Ich bin
nicht sicher, aber solange die noch nicht registriert sind bei uns, müssen sie ab und zu noch hätscheln. Weil sonst anfangen durchzudrehen. Ganz ruhig, Großer, ganz ruhig. Bei Schloss Hyrule ist also auch eine. Ich würde sagen, gehen wir direkt auch holen. Ich habe jetzt wirklich noch einen hübschen, kleinen, ich sage jetzt mal Trampolineffekt, wa? Ganz ruhig. Ich passe ja auf. So, was da drüben? Ja. Ganz ruhig. Sag mal. So. Ja, guck mal, ob das noch so ähnlich ging wie damals. Etwas warten. Ah. Jetzt kann ich erst Fett registrieren, wenn ich ein Hebra war. Ach nö, okay. Das heißt, wir müssen doch erstmal die 4 Regionen, zumindest mehr oder weniger, bevor ich dann irgendwie mich entscheide, welche Story ich zuerst mache. Der 4 Regionen. Weil ich Angst habe, irgendwie doch was zu verpassen, was gerade am Anfang noch wichtig wäre. Nee. Ich bleib dabei. Ich würde doch zuerst wieder mit den Geodos gerne anfangen, wenn wir soweit sind. Aber jetzt gehe ich erstmal hinter Schloss Hyrule. Habe ich eigentlich Gerichte für die Ausdauer? Butterkontrolle. Füllt die Ausdauer auf. Okay. Im Thronsaal von Schloss Hyrule wäre natürlich auch schon eine Option. Ansprache später auch. Achso, warte mal, stimmt. Das kommt gar nicht hin, wa? Ich glaube, ich hab's schon. Ja, toll. Und dann oben entlang. Mehr Ausdauer, eine zweite Ausdauerleiste. Eben, ich glaube, ich gucke auch mit den Schreinen erst mal, dass ich so viel habe für 6 Herzen. 5 haben wir bald. Wir müssen noch einen Schrei machen. Dann haben wir 6 Herzen und das nächste gehen wir dann auf Ausdauer. Wenn es überhaupt noch so geht. Vielleicht geht es mittlerweile auch anders. Weißt du, das Teil wirklich oben auf Schloss Hyrule selbst. Das heißt, oh mein Gott, da braucht er halt wirklich viel Ausdauer, um da hinzukommen. Naja, er sieht schon danach aus. Und da hinten war noch so. Naja. Zelda war ja auch hier oben. Also, angeblich zumindest, wa? Einen anderen Krog, ja, aber... Ich glaube jeder mit der Krog suchen, so macht vielleicht das meiste von Offscreen, weil sonst kann das sehr langatmig werden. Alter! Junge, bin ich gerade erschrocken. Fällt ja einfach alles zusammen. Was hat eigentlich Ganondorf schnell mit Schloss Hyrule? Verstehe ich nicht. Naja, muss ja auch nicht. Also man sieht es auch auf der Karte markiert, genau, ich sehe es da, also es ist wirklich im Schloss oben. Braucht also wesentlich mehr Ausdauer. Entweder, was natürlich auch gehen würde, wenn wir schon im Thema Ausdauer sind. Ich kann ja rein theoretisch und einfach Gerichte zaubern, die auch meine Ausdauerleiste auch temporär erhöhen. Das gibt es ja auch. Also über das Maximum hinaus.
Das wäre eventuell auch eine Idee. So. Aber erstmal Scheide machen. Ich habe sonst wieder Pferde. Da heißt, wenn nachher wieder eins bräuchte, um weiter zu rennen, wäre das eine Option. Natürlich auch viel angenehmer mit Pferden. Das heißt, eigentlich müsste ich schon eher in die Heber-Region, ne? Damit man schnell Pferde registrieren könnte. Na, wir gucken mal. Kampftechniken werfen. Oh, klingt nicht gut. Aber ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, sind die weißen Konstrukte. Sind das irgendwie, sag ich jetzt mal, einfacher. Ziele sorgfältig wirfst du dann das Material nach dem Gegner. Alles klar. Genau, erst einmal Wurfhaltung und dann gedrückt haben, damit ich nicht nur die Waffe werfe, und auch was anderes werfen kann. Was mir hier eigentlich fehlt, ist eine Art Rolle. Alles Schleimgelee. Ja, vielleicht auch mal irgendwie entzünden für rotes Gelee oder irgendwie weißes Gelee und so, wenn wir nachher wieder Eispfeile hätten. Aber das nach und nach. Donnerblumen muss am irgendwo farmen gehen, keine Ahnung wo. Also hier unten zumindest. Ausgezeichnet. Das war's schon. Muss ich ihn besiegen. Du hast alle Techniken gemeistert. Alle, vor allem war nur eine. Aber eben, bisher, wie ich schon so oft erwähnt habe, bisher sind die Schreine schön kurz, das gefällt mir. So muss es sein. Und dann vielleicht ein paar so gegen den Schluss hin, die auch ein bisschen länger dauern, aber auch gar kein Problem mit. Auch schön hoch, wenn man Material einsammeln kann. Also länger dauern auch, damit es halt darum geht, dass die halt ein bisschen komplexer sind, schwieriger. So Nanium-Schwert, natürlich meine Tasche da voll. Aber so Nanium-Dinger sind halt schon die geileren Waffen. Weil auch schon ja so viele Alpha-Elite-Klingen haben, hast du nicht gesehen? Doch so Nanium, da wäre wieder so was Ähnliches hier. Die Steinachs, ich glaube, ich werfe mal den weg. So Nanium-Schwert. Dann nicht ausrüsten, das machen wir später. Also irgendwie fusionieren, hast du nicht gesehen. Machen wir mal die Klinge. Die ich ein bisschen zu kurz finde, aber egal. So, Material vielleicht. Donnerblumen, sehr schön. Da finde ich sehr, sehr geil, dass die Donnerblumen zurückgebracht haben. Klar, wir hatten im Vorgänger das Donnerbomben, also das Bombenmodul. Das war natürlich auch cool, gar keine Frage. Aber ist jetzt halt schon ein bisschen was anderes. Gut, 4 Stück haben wir. Das heißt, er hat jetzt einen Herzcontainer wieder zurück. Ich müsste aber zuerst an der Statue der Göttin. Das könnte ich im Hauptquartier machen. Machen wir später. Weil sonst komme ich ja kaum vorwärts. So. Also ich würde es gerne hier in die Richtung und hier mal den Turm besuchen. Und auch hier unten irgendwo noch Schreine schon gesehen habe. Und das alles nach und nach. Erstmal auch ein neues Pferdchen. Die Reckenrüstung war aus dem ersten Part noch. Auch die hole ich mir erst später. Das, was ich also vorhin schon mal erwähnt hatte, von wegen, ja, irgendwelche Tipps und so, wo man da nach Orte besuchen soll für gewisse Gegenstände. Und die Reckenrüstung ist offenbar eins davon. Angeblich.
Okay, so ein wilder Gauder braucht man definitiv mehr. Die hier wären eigentlich die einfachen, wa? Da vorne aber jetzt irgendwie... Sind das für Gegner? Ist das Ding, das ich vorhin schon mal gesehen habe? Einmal gönne ich mir den Spaß. Alle erwischt, wa? Ne, alle kann es nicht sein, weil die Truhe ist noch aktiv. Einer lebt noch. Oh. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich frage mich gerade... Muss ich mit dem Auge machen. Machen wir es hier. Wir brennen mir so viele, krass. Ach komm schon, Link. Natürlich jetzt ein little bit doof, wa? Okay. Müsste wieder runterfallen, wie gerade eben. So, das heißt, ich kann jetzt da hoch, aber wo gehe ich da hoch? Alter! Ziehen noch viel ab. Zum Einfrieren, ich weiß nicht. Was viel bringt. So, währenddem der gerade unterwegs ist, 3 Herzen soll man auffüllen. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Hä? Was so? Geht's mit Chilis? Ne, warte mal, in den hier. Wie komme ich da hoch zu dir, Kumpel? Runterbeugen, um irgendwas zu holen? Nee, das kann doch nicht sein. Ja, also Hyrule-Bauten sind stabil, wa? Kannst sagen, was du willst, aber... Sag mal. Okay, so geht's nicht. Was? Wieso drehst du dich mal um, Link? Das ist der Gegner.
Mann, Mann, Mann. Ich könnte mit normalen Pfeilen machen, aber finde irgendwie so Pfeile gar nicht mal so schlecht. Hä? Hätte schon hätte getroffen. Wieso gibst du eigentlich nicht zur Seite, Alter? Ich habe keinen Schimmer, wie ich da hochkommen soll. So viel, dass sich einen neuen Arm holt? Nee, keine Chance, geht so schnell. Ich kann gar nicht reagieren. So, ein paar aber zum Glück noch. Dann anspannen. Ah so, scheiße. Guck, da bin ich. Ja, hier. Kann ich vielleicht, warte mal. Es donnert, das ist gar nicht gut. Nein. Kriegt auch einen Stromschlag. Ja, die Waffe zieht an, ja, die sind elektrisch, aber die hier. Okay, das Ding auch nicht. Boah, was im Kampf, ey. Die Bögen sind zum Glück auch nicht magnetisch. Okay, jetzt wird nichts mehr passieren. Gut. Alter, das wäre natürlich jetzt mal perfekt, wenn sowas passieren würde. Ich überlege gerade was anderes. Kann ich vielleicht... Ja, nee, es regnet halt. Scheiße. Ich hätte sonst auch gerne das angezündet, weil dann gibt es ja offenbar so einen Aufwind, einen Auftrieb. Dann wäre schnell da hoch. Also komme ich irgendwie nicht hoch, also wissen wir jetzt gar nicht wie. Alter, das zieht sich der Kampf hier. Aber was heißt Kampf? Eben, ich komme nicht hin. Seht ihr keine Chance? Was ist da runtergefallen? Und dann so viel hat, wenn ich zu nahe dran bin, damit er nicht schmeißt, sondern damit ich... Nee, hä? Kann ich auch nicht hochklettern. Mann! Ernsthaft? Jetzt hat er plötzlich so viel abgezogen. Ach, come on, Leute. Ganz... Mann, ich kann da nicht hoch. Das ist doch scheiße. Die Dinger konnte man früher immer easy peasy hochspringen und dann, ja, kannst du aber so platt machen da oben.
Also die Kristalle hat, auf die ich die ganze Zeit geschossen habe. Ja, das ist natürlich alles wieder da, hä? Also alles wieder weg quasi. Mein ganzer Fortschritt für den Arsch. Oh. Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Okay, wir müssen aber schneller sein, weil die Ausdauer zieht sowieso runter. Ah, ist das Kacke, ist das Kacke. Ich kann natürlich auch einfach schneller sein, wa? Einfach schneller sein wäre natürlich auch eine Variante. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. So. Fangen wir den Weg. Ich will noch ein bisschen Progress haben in der Folge. Ich meine, wir haben einen Schrein gemacht. Ja, toll, aber trotzdem. Das war jetzt ein richtig Abfuck, muss man sagen. Warum reite ich jetzt eigentlich wieder zurück, wa? Weil ich eigentlich dorthin will. Weil dort ist ja die Melons irgendwie, wa? Raumtour nach vorne. Mal, Pferdchen, beruhig dich mal, hä? Das ist störrischer als früher. Da wieder schöne Monster. Toll. Und dein Fuchs. Da ist das Vieh, das kennen wir auch schon, weil wir schon mal hier waren. Die Möwendorf-Ruinen. Also eigentlich hier keine Ruine, ganz ehrlich. Also das Schein ja schon gemacht habe. Hier ist ja, glaube ich, die Quest mit Robelo, oder ist doch die hier? Die war, glaube ich, hier. Oh, hier ist die Monsterwehr. Oder eine Gruppe davon. Es ist aber schon schön, ne? Dass man ja auch ein paar Hylianer herumstiefeln sieht. Und sieht, ja, die wollen was machen. Sie wollen sich wehren gegen die ganzen Monster. Sie können da zum Beispiel mal anfangen. Das ist ein großer, wa? Da ist wieder ein Drachen am Himmel. Das sind Tiere, die wir bereits kennen, also der Graue oder der Pseudogold oder so. Und wir sind hier wieder in einem neuen Gebiet, Freunde. Da vorne ist ein Schrein, den ich noch nicht habe. Dankeschön. Ich werde den mal kurz aktivieren. Eigentlich kann ich aber kurz reingehen, weil ich mal hier bin.
Also nachher kein Pferdchen mehr, aber seien wir ehrlich, ich habe eh gerade das Ding nebendran. Den Turm. Da wollte ich eigentlich sowieso mehr oder weniger hin. Problemfixierung. Kann das schon mal schwieriger sein, wa? So. Natürlich, wie es immer bei diesen Schreien ist, es geht endlos in die Tiefe, warum auch immer. Da sind die Sonau und die Shiga wohl gemeinsam. Was ist passiert? Dahin muss ich, schlussendlich, okay. Das ist dann soweit klar. Da muss ich irgendwo... Was gibt's denn hier? Ah, eine Truhe, okay. Problemfixierung. Gut, erstmal gucken, was macht das Ding überhaupt hier? Okay. Hm. Also nein! Oh! Er dachte, ich könnte rüber. Mann, muss noch einer sagen, dass er dann rüber kann. Ah, wir schauen im Tempel. Ah nee, ja, super, hier könnt ihr rüber. Okay. Also haben wir hier Schönes. Wir haben hier noch so einen. Ja, müssen wir mal neue Kugel runterkommen. Was macht der denn jetzt eigentlich hier? Mhm. Hm. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Das Ding da macht so oder so nichts. Das dreht sich ja einfach nur. Das ist eigentlich eher, ich müssen mir irgendwie wie Antrieb geben. Da hat auch gerade dran, irgendwie die Zeit zurückzudrehen, das bringt mir auch nicht viel. Der geht nicht, wa? Schade. Schön, wa? Was bringt das jetzt? Hm. Weil warum sind das solche komischen Dinge, sag ich jetzt mal?
Wenn ich hier doch eigentlich auch solche Stäbe habe, die ich nutzen kann. Die rollen zum Beispiel nicht weg. So, und eine neue Kugel kommt. Genau, ich dachte, irgendwann halt hier eine neue Kugel kommt, dass es dann irgendwie die anstoßen könnte oder so, keine Ahnung. Aber da stoppt es ja einfach nur. Und selbst wenn ich es irgendwie hinkriege, dass die Kugel direkt an das Ding da geht, es müsste ja eigentlich wie irgendwie abprallen und dann dahin. Da verstehe ich das Ganze irgendwie falsch. Ich muss zugeben, ich verstehe das Rätsel überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Freunde. Überhaupt nicht. Das, was ich mache, ist den Ding da drehen. Guck mal an, wie das aussieht. Das ist ja wie Spitzen, das lässt sich richtig in den Boden hinein versetzen. Mit dem kombinieren geht auch nicht, wa? Ja, schön. Genau. Ich habe so ein schönes Teil. Aber ich kann es ja auch nur so setzen. Ich kann da sonst nicht viel damit machen. Wow. Hä? Da zeigt er noch daran, dass ich vielleicht das Teil mit dem hier kombinieren muss. So schnell sind wir bei irgendwelchen Rätseln angelangt, die irgendwie gar keinen Sinn machen. Womit kann ich das Ding hier kombinieren? Kann ich es mit der Kugel kombinieren? Und falls ja, was bringt es mir? Okay, ja, ich könnte es mit der Kugel kombinieren. Nur wozu? Der ist und bleibt aktiv. Also ich muss die Kugel ja schon irgendwie da reinbuxieren. Deswegen dachte ich vielleicht irgendwie, okay, wenn ich da so ein Pfahl oder so etwas da reinramme quasi. Und dann so macht man das dann irgendwie. Klingt zwar doof, ehrlich gesagt, aber dass man in die Richtung da schieben könnte, es prallt ab und fliegt dann da hoch. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Naja, egal. Und die Dinger dort habe ich auch noch. Und genau weiß, was das soll. Freunde, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Ich werde da oft noch ein bisschen rumexperimentieren, bis ich darauf komme. Dann aber endlich mal zu den weiteren Türmen und mal gucken, was wir noch so an Monstern und so antreffen werden. Oh Mann ey. Bis dahin, ciao zusammen.